Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission «Ein Blick auf Europa» hier im DOC-Kanal. Ich wollte von der Gelegenheit profitieren, für mit dir ein paar Sujets heute zu erläutern, die wir einerseits am Transportausschuss behandelt haben, andererseits aber an dem anderen Ausschuss, wo ich tätig bin, am Beschäftigungsausschuss an Affaires Sociales. Es sind insgesamt 4 Themen und das erste Thema ist, wir haben uns Gedanken gemacht über die europäische Arbeitslosenversicherung. Das ist vielleicht lo, dass sagt, muss man das tun, wir haben ja Nationalsysteme, die gut funktionieren. Das ist richtig aus Lützburger Sicht oder aus der Sicht von einer Partie Länder. Aber das ist noch nicht alle Land, das eine gute Arbeitslosenversicherung hat. An Zeit von Krisen, an Zeit von Rezession, an Zeit von hohem Chômage kommen verschiedene Länder ganz stark an ihre Grenzen. Und da hat das Parlament gefordert, für eine Studie gemacht zu kriegen, wie das ausgesehen. Und ich muss euch sagen, die hat mal am Ende vorgestellt. Und die weist ein paar Vorteile natürlich auf, die weist aber auch ein ganz paar Bedenken auf oder ein ganz paar Probleme. Die Vorteile sind, dass ganz evident, dass ein Schritt zu mehr sozialem Europa, was wir ja alle gut begrüßen, was ganz wichtig ist, dass die Vorteile auch einen geringen Aufwand, das heißt, eine Organisation, eine kleine Organisation, kann sich die ganze administrative Arbeit kümmern, könnte dann von die ganzen Versicherungen managen. Und auch finanziell, das hat die Studie gewiesen, gibt es sich lohnen, das heißt, mit einem Ansatz von rund 60 Milliarden Euro pro Jahr könnte so etwas gemacht. Es basiert auf der Solidarität, etwas, was ein ganz wichtiger europäischer Wert, Solidarität, wo ich aber muss sagen, den aber im Moment ganz stark unter Druck gerät. Und auch in diesem Fall hat sich gewiesen, dass verschiedene Länder, wie zum Beispiel Deutschland, wie zum Beispiel Österreich, Niederland, nicht so stark in so einem System interessiert sind, weil sie ein gutes System an ihren Ländern haben, und noch mehr Lützburg haben ein gutes System an unserem Land. Und da hält sich dann die Solidarität ganz sehr an Grenzen, wenn es heißt, wir geben an einen gemeinsamen Fonds kotisieren, für am Fall, wo Länder an Schwierigkeiten kommen, für den Moment da den Chômage zu bekämpfen. Am Moment, wie gesagt, ganz unterschiedliches System an Europa. Und da bestehen ein paar Gefahren. Eine Voraussetzung wäre sowieso für den Treaty zu ändern. Das heißt, der Vertrag muss geändert gehen. Und ich meine, du hast im Moment, wurde ich noch gespürt, auch am Conseil, aber auch hier am Parlament, dass da nicht die richtige Willen ist. Mit das zumindest aber eine Piste, das ist eine Überlegung, die vielleicht an 5 oder an 10 Jahren kann abgreifen kann. Und da sind vielleicht andere Länder, die besser durchstehen, und andere Länder, die auch Schwierigkeiten sind, sodass das à long terme aber, gebe ich so, eine europäische Arbeitslosenversicherung aber ein ganz wichtiges Sujet ist. Ein zweites Sujet, das war eine europäische Plattform gründen für gegen Schwarzarbeit 40 Jahre. Schwarzarbeit ist etwas, das betrifft uns alle gut. Das betrifft einerseits den Beschäftigten, den Bürger selber, den schwarz arbeiten geht, den dummer dann nicht versichert ist, weder Krankheit noch Accident, auch nicht pensionsversichert ist. Das heißt, der Beschäftigte selber ist da ganz stark konzerniert. Leute, die sich darüber im Moment nicht viel Gedanken machen. Der zweite ist, Patrons sind auch beeinflusst davon, das heißt, unfaire Bedingungen im Arbeitsmarkt zwischen Entreprisen, die mit Schwarzarbeit schaffen, als auch ein Sujet gewesen. Und das ist natürlich auch eine ganz paar Steuereinnahmen, die den einzelnen Memberstaaten schnürs gehen. Sodass am Anfang geht für ihn konzerniert ist. Weil am Anfang Schwarzarbeit nicht auf die Grenzen halten möchte, ist es notwendig, dass hier europäisch zusammen geschafft wird, für die Schwarzarbeit zu bekämpfen. Und dadurch ist die Plattform gegründet gehen. Die Plattform soll obligatorisch sein, das ist eine Voraussetzung, weil sonst funktioniert es nicht. Von den kann man den anderen nicht will man, da funktioniert es nicht. Es gibt auch eine europäische Datenbank geschaffen, weil, wie gesagt, muss viel mehr Daten nachher rankommen. Schwarzarbeit als etwas, das lebt ja bekanntlich am Geheimen auf, das ist alles ganz suspekt. Und ich meine, dadurch muss viel mehr Daten gesammelt gehen, muss viel mehr Transparenz rankommen. Und wie gesagt, es soll dann auch die Sozialpartner sollen mit angebunden gehen, für zu gucken, es geht ja nicht darum, für die Plattform zu gründen, aber die Plattform muss ja auch mit Leben gefüllt gehen, muss ja auch können schaffen. Also eine europäische Plattform gegen die Schwarzarbeit wollen wir in Zukunft aufhören, für, wie gesagt, die Schwarzarbeit zu bekämpfen. Zu Lützburg hatten wir 2013 so eine Aktion, so eine Regularisierungsaktion, wo am Anfang
Iert Gesetz géint d'Arbeitslosigkeit verschärft gin ass war so eng Form vun Personen, die schwarz geschafft hun, die konnten sich regulariséiere lose während enger Zeit. An der Tourzzweng wëssen Suse gefauerert, die Personen hun dat gemerk mat de Patron ze summen. An dat huet so eng Pist, die lo op europäeschem Niveau verfolleg gët, fir dat eventuell an alle Länder enkes probieren. Den zweiten Ausschuss ass den Transportausschuss, wo ich aktiv war. Und da muss ich sagen, da ist ja schon lange am Gespräch, die Probleme, die wir haben mit der deutschen Maut, das heißt, das ist ja nicht nur ein Problem, das ein bisschen an das Gespräch kommt, weil wir eben ob unser Haustier mit einem neuen System konfrontiert werden. Aber ich meine, die ganzen PH-Systeme innerhalb von Europa, als ein Jahr geguckt gehen, als präsentiert gehen, und da gibt es ja eine ganze Partie einer Wolle noch, die nach viel mehr allgemein sind. Wir haben PH in Frankreich, Italien, wir haben Vignetten in Österreich und so weiter. Wir haben eine Panoplie von Systemen und da geht es ja mal darum, dass alle Länder die persönlich installiert. Und da ist natürlich die Frage, machen wir etwas Europäisches oder koordinieren wir all die Systeme aber in einer europäischen Aufsicht? Das heißt, die zwei Möglichkeiten gibt es. Und das ist so, dass auch da hinten drin de Péage, die bezahlt mit ihrer Karte oder sonst mit einem elektronischen System. Und da haben drin auch die Provider müssen sich schon Datenschutz halten und so weiter. Das heißt, das tut alles eine Envergure ob persönliche Daten von den Bürgern, die einem à première vue nicht so bekannt sind. So wie gesagt, dass das ein System ist, wo man noch darauf arbeiten müssen. War auch interessant, weil an dem Hearing waren auch, an dem Seminar waren auch Juristen. Und die haben uns dann auch ganz konkret die Frage ist ja natürlich abkommen, das ist ja klar, wie ist es mit dem deutschen System, ist es mit der europäischen Gesetzgebung vereinbar, ist es nicht diskriminatorisch und so weiter. Und da muss ich sagen, etwas, was ich mit Kollegen schon lange thematisiert habe, den anti-europäischen Gedanken, dass den eigentlich auch für Juristen am Anfang bestätigt ging, als für zu sagen, passt auf, weil das heute hat aber trotzdem die anti-europäische Komponente und das wird irgendwann ein Jahr, wenn es mal ein Gesetz ablesen in Deutschland, da wenn es mal in der Club geholt wird, da wird das irgendwann ein Jahr von der Kommission bei den europäischen Gerichtshof gedroht gehen, für das die da in Urteil schwätzen, was dann richtig ist. Weil das nämlich so, dass die nicht kann auf der einen Manier Bürger, ausländische Staatsbürger zur Käsebirde so nicht mal und dann über Umwehr über Steuerreduzierung und so weiter, weil Steuern sind in Domänen, die leider an der Kompetenz von den Memberstaaten über Steuerreduzierung handeln, dann singen Leute am Fond singen Staatsbürger dann einen finanziellen Avantage. Das ist etwas, was am Ende noch anti-europäisch ist und diskriminatorisch ist und dadurch gehört das, wie gesagt, vier Gerichte, die das sollen tranchieren. Ein anderes System, ein anderes Sujet, den wir auch hatten, das ist die Sicherheit an der Luftfahrt. Da sind wir ja auch alle guten betroffen. Ich meine, da ist an die letzten Jahren noch schon ganz viel gemacht in Sicherheit an Europa, noch an Nordamerika, also auf einem ganz hohen Level par rapport zu Afrika, par rapport zu Südamerika. Haben wir ganz gute Statistiken. Aber leider ist es immer noch so, dass einfach mal ein Incident oder ein Accident vorkommt. Und so, dass es dann darum geht, für Mesuren zu ergreifen, für die Sicherheit nach mehr hoch zu machen. Da soll auf einem neuen System von einer Blackbox geschafft gehen. Ihr wisst, dass Blackbox eigentlich das ist, was alles abhält, was an der Stunde während der Fluchtbewegung geschwärzt wird, dann noch geschieht. Und ich meine, den malaysischen Flieger, den da verloren gegangen ist, wo man nach heute nicht richtig wissen, wo drin ist, da ist die Idee kommt, für die Blackbox, die muss viel mehr lange Signale senden, auch viel mehr effikaz nach Signale senden. Und da wird ein neues System geschafft und das wird bis Ende des Jahres an der Praxis können funktionieren. Ein anderes wichtiges Sujet sind Drohnen. Drohnen sind in letzter Zeit ein Sujet gewesen, nicht allein, weil man in Frankreich eine ganze Partie Bewegungen gesehen haben von Drohnen über Nuklearanlagen, was zu Panik geführt hat, aber auch sonst immer. Haben natürlich eine große wirtschaftliche Bedeutung, die letzte Zeit kriegt, werden dadurch noch weiter behalten und noch weiter kreieren. Das ist aber auch hier ein ganz wichtiges Sujet hier im Parlament für den Datenschutz, für die persönliche Privatsphäre und auch die persönliche Données für die zu schützen. Sodass den hier auf
dem Dossier ganz viel muss schaffen, aber das ist etwas, was ganz an der Aktualität ist, ganz sensibel ist. Also Drohnen geht es schon mehr an ist noch viel mehr geplant, wie wir uns alle gut können vorstellen. Ein anderes Sujet dann nach das ist die Schwarze Lösch. Ihr wisst, dass wir ein Schwarze Lösch tun von Entreprisen, von Kompanien aerienen, die nicht den Sicherheitsnormen entsprechen, die wir hier in Europa verlangen. Bislang hatten wir hier ganz viele nicht-europäische Kompanien, ausschließlich kann ich sagen, ganz viele afrikanische. Los am Gespräch, da doch die echt europäische Kompanie betroffen ist, die Sicherheitsbedingungen nicht anhalten. Das ist eine estonische Kompanie, die lo am Visier ist von der Kommission, aber bis Ende des Jahres, wenn die neue Schwarze Lösch präsentiert wird, soll, wie gesagt, dann auch geguckt gehen, ob die Kompanie, die estonische Kompanie, ob die Bedingungen erfüllt oder nicht. Ich meine, das sind ein paar die Sujets, die wir die letzten 2, 3 Tage hier am Transport und am Beschäftigungsausschuss hatten. Und es sind natürlich noch weitere Sujets, auch den Schein von den Piloten wird reformiert für die Privatflieger fliegen. Es gibt unter Maintenance eine neue Maintenance vorgeschrieben für Kleinflieger, für die auch noch mehr sicher zu machen. Es gibt auch in der Grundverordnung geschafft für die Luftsicherheit, die so bis 2015 fertig sind. Also die Gesetzssujets gehen uns nicht aus, sowohl am Beschäftigungsausschuss wie am Transportausschuss. Und ich freue mich, und ich werde dich auch weiter am Laufenden halten, ich freue mich, nach darüber zurückzukommen. So, ich merci für das Nachlauschen, für das Nachgucken und bis die nächste Woche.